Gut, also der Upload geht wahrscheinlich in die Geschichte als der langweiligste Upload auf dem Channel. Aber vielleicht ab und zu muss das auch reminded werden. Vor 60 Wochen haben wir da mal in eine Story verpackt, archiviert eure Songmasters, Projektfiles, Audio-Stems, Artworks und Musikvideos. Ihr wisst nie, ob ihr nach 2 bis 3 Jahren den Vertriebspartner wechselt oder wechseln und euren Musikkatalog von einem Service zum anderen übertragen müsst. Oder ob ihr nach 20 Jahren ein Remastered Best-of veröffentlichen möchtet. Eigentlich ist die Story relativ selbsterklärend. Ich weiss, es ist nicht gerade das spannendste Thema, aber ich habe mal die Minuten oder die 2-3 Minuten nutzen, um einfach nochmal schnell ans Herz zu legen, alle, die da zuschauen, einfach als friendly Reminder, archiviert all eure Songmasters bitte. Generell die Projektfiles, so dass ihr auch je nachdem entweder auf die Original MIDI Stems und oder auf die Audio Wave-Files wieder zugreifen könntet. Ich weiss, das gehört so ein bisschen zu der Lazy Work von Produktion. Und der Collab-Channel ist jetzt auch nicht ein exklusiver Producer-Channel, wo es jetzt nur so Know-how gibt. Aber nichtsdestotrotz hat das natürlich auch mega viel mit Musik-Business zu tun, beziehungsweise mit dem wie geordnet du bist, sage ich jetzt einmal, mit dem Musikkatalog, ist halt 1:1, steht in Verbindung mit wie gut oder schlecht dein Business nachher zukünftig laufen könnte. Weil ich habe das schon oftmals gesehen, dass irgendwie zum Beispiel der Aggregator geändert wird oder man verhängt den Account irgendwann einmal oder zahlt irgendwie den Vertriebsaccount oder den Aggregator-Account nicht weiter oder irgendetwas passiert, wo man auch entweder bewusst oder halt dazu gezwungen wird, den Account zu wechseln. Und wenn man das jetzt nicht alles schön archiviert hat und nicht alle Files ready hat, beziehungsweise jetzt alle Songmasters und irgendwie Artworks, dann wird man eine sehr schwierige Zeit haben, um das alles wieder re-releasen. Wenn der Zeitpunkt müsste kommen, dass man zum Beispiel eben von einem Aggregator zum anderen den ganzen Katalog muss switchen oder von einem Vertriebspartner zum anderen. Und bei so Switches, logischerweise, teilweise müssen dort von einem Aggregator alles abgenommen werden und beim anderen wieder aufgeladen werden. Und für das braucht man wieder die Songmasters und oder die Artworks. Das ist so ein bisschen das Minimum. Aber es kann natürlich auch passieren, dass mit den Musikvideos irgendetwas wäre und dass man die transferieren müsste von einem YouTube-Channel auf den anderen. Und für so einen Moment willst du all die Uploads oder all die Content-Geschichten, all die Songmasters halt aufbewahren. Da hätte man noch etwas ergänzend dazu tun, was ich damals vergessen habe. Und zwar auch so Sachen wie die Metadaten, ISRC-Codes, die man generieren über den Aggregator. Das sind die einmaligen Codes, wo jeder Song halt hat, die Identifikationsnummern. Dass man auch die ISRC-Codes zu den jeweiligen Songmasters, zu den jeweiligen Songversionen, dass man die auch irgendwo ableitet, die Dokumente. Sachen wie Song-Credits auch, das habe ich jetzt da vergessen mal zu erwähnen, weil ihr wisst wirklich nie, wenn ihr dann plötzlich, ihr seid froh darum, wenn ihr das mal alles habt in den Ordner und auch alle Dokumente, alle Metadaten abgespeichert habt oder archiviert habt bei euch auf einer zusätzlichen Festplatte oder irgendwo auf einem Laptop oder PC, weil ihr wisst nie, ob ihr dann 3, 4, 5 Jahre später den ganzen Musikkatalog von einem Ort, also ich meine mit dem Ort meine ich einen Aggregator, vielleicht zu einem anderen Aggregator oder zu einem anderen Vertriebspartner transferieren wollen, oder irgendwo bei einem Label angeschlossen sind, irgendwie einen Deal haben mit einem Label, der Vertrag ausläuft, was auch immer, in welcher Form das Agreement auch ist, und ihr nachher die Masters halt an einen anderen Ort oder in ein anderes Zuhause sollen tun. Und wenn ihr dann die Songmasters nicht mehr habt oder alles wieder raussuchen müsstet, einzeln und teilweise Sachen verloren gehen, wäre es schade drum. Weil das ist etwas, wie gesagt, das ist relativ boring work, das ist sehr langweilig, das alles
schön zu archivieren, aber euer Zukunfts-Ich, sage ich jetzt mal, das wird euch nachher später danken, je nachdem, was ihr halt mit dem Musikkatalog später werden machen. Weil ihr wisst auch nie, ob vielleicht nicht einmal nur der Account ausläuft oder ihr den nicht weiterzahlt oder weiterzahlen könnt, aus irgendwelchen Gründen, irgendeinen Aggregator-Account, den ihr habt. Aber vielleicht passiert auch irgendwann mal etwas mit der Plattform, mit dem Provider, über den ihr im Moment gerade releaset. Und dann wollt ihr, also passieren im Sinn von, der Laden geht vielleicht zu oder geht out of business in irgendeiner Form. Und dann wollt ihr den Musikkatalog halt möglichst am nächsten Tag oder im Verlauf von dieser Woche wollt ihr den halt wieder aktiviert haben. Ihr wollt nicht eine Situation haben, wo ihr dann irgendwann vor einer Wand steht. Ihr habt euch vielleicht nicht um eure Aggregatorsituation gekümmert und dann ist der ganze Musikkatalog mit 20, 30, 40 Songs, die man online hat, sind irgendwie offline genommen, ist ein Takedown irgendwie passiert, also die sind irgendwie verschwunden, die Songs, und dann geht es Wochen oder Monate, bis man wieder eine Situation, bis man das alles wieder re-released hat, weil man zum Beispiel Songmasters fehlen, weil man nicht mehr die Original Files hat, um das wieder abmischen oder mastern. Oder die Artworks fehlen, die Original-Artworks. Oder halt, wenn das in einem YouTube-Kontext wäre, Musikvideos fehlen. Da haben wir gesehen, das alles archivieren. Und auch, wie da erwähnt, ihr wisst auch nicht, ob ihr nach 10 Jahren, 5 Jahren, whatever, irgendeine neue Compilation machen wollt, irgendeine Best-of, wo ihr vielleicht auch den Mix, den ihr damals gemacht habt, neu mixen wollt, neu mastern wollt, die Songs. Und dann wird euch einfach das Zukunfts-Ich würde euch danken, wenn ihr die Projektfiles einfach irgendwo noch habt, extern auf einer Festplatte oder halt auch die Songmasters. Genau, das ist auch ein friendly Reminder. Das gilt vor 60 Wochen genauso, wie es jetzt auch noch gilt. Von dem her archiviert eure Masters, eure Metadaten, alles, was eigentlich zu eurem Songmaterial, eurem Songkatalog oder insgesamt eurem Musikkatalog dazu gehört. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss zusammen.